Arbeitsbeginn in der Schreinerei. Annette lebt seit 6 Jahren hier auf dem Münzinghof. Die 23-Jährige liebt die Arbeit mit Holz. Mit Unterstützung darf sie sogar an die Fräse. Denn den dafür notwendigen Maschinenschein hat sie mit Bravour bestanden. Auch wenn man immer sagt, ja, Mädchen in der Schreinerei und es ist recht anstrengend für die, immer so schwere Sachen zu heben. Das ist gar nicht so, also man gewöhnt sich da relativ schnell jetzt dran. Annette und ihre Kollegen sind als Team zusammengewachsen. Jeder kann sich auf den anderen verlassen. Ich glaube, so manch ein Chef wird sich wünschen, so ein motiviertes Team zu haben wie ich. Die muss ich abends manchmal rausprügeln aus der Werkstatt. Katrin und Benedikt haben heute die Produktion der begehrten Grillanzünder aus Klopapierrollen und Sägespänen übernommen. Fast 200 Menschen mit und ohne Behinderung verschiedenen Alters bilden die Gemeinschaft Münzinghof im Nürnberger Land. Sie arbeiten in unterschiedlichen Bereichen und viele von ihnen leben zusammen in Hausgemeinschaften, wie in der sogenannten Tenne. So ab 6 fängt hier das Leben an. Die Kinder werden wach und machen sich fertig für die Schule. Dann treffen wir uns hier unten zum Brote schmieren, zum bisschen Pläuschen halten. Dann kommen schon die ersten anderen Menschen mit dazu. Guten Morgen. Hände waschen, Tisch decken. Ja. Das Leben gestaltet sich am Morgen erstmal so um die Kaffeemaschine herum. Dann kommt der David dazu und hätte gern seine Milch am Morgen. Ja, und dann kommen peu à peu immer mehr Leute aus der Familie, die dann das Frühstück zusammen machen. Ja, und dann treffen wir uns um 8 zum Frühstück. Wir sind in der Tenne insgesamt 18 Leute. Das ist ein ganz bunter Mix. Wir haben aktuell 4 junge Leute bei uns. 2 machen die Ausbildung zur Gärtnerin. Dann leben bei uns 7 Leute, die einen Anspruch auf Unterstützung haben, wegen der geistigen Behinderung. Und dann gibt es noch uns 6 als Kleinfamilie sozusagen im Großen und Ganzen. Das sind wir 2 und unseren 4 Kindern. Dank Ackerbau und Viehhaltung kann der Münzinghof sich in großen Teilen selbst versorgen. Die Milch wird in der hofeigenen Käserei gleich weiterverarbeitet. Selbst angebautes Gemüse versorgt die Hausgemeinschaften, wird aber auch in Bioläden in der Region geliefert. Die Werkstätten bieten ganz unterschiedliche Arbeitsmöglichkeiten, je nach Fähigkeit der Menschen. Zum Beispiel Taschen produzieren oder Kerzen ziehen. Kann der noch sagen, was wir alle zeigen können? Und die Dorfgemeinschaft verwaltet und organisiert sich in vielen Teilen selbst. Auch bei der Müllentsorgung. Morgens starten deshalb die Mitarbeiter der Hausmeisterei zur Müllrunde. Sie fahren jedes Haus an, holen die Abfälle ab und entsorgen sie. Unterstützt wird das Team von Jakob Lindwedel. Der 22-Jährige macht gerade auf dem Münzinghof die Ausbildung zum Heilerziehungspfleger. Also was ziemlich krass ist, ist diese Verantwortung, die ich mit dem Alter habe tatsächlich. Und da kommt man natürlich auch manchmal an seine Grenzen. Aber generell gibt es einem deutlich mehr. Wenn du schlechte Laune hast oder so in die Arbeit kommst, die merken das direkt und fragen direkt nach. Und das hast du so im größten Teil der Gesellschaft irgendwie, habe ich noch nie so wahrgenommen wie hier. Ja. Und der Münzinghof macht auch sportlich von sich reden, im Eisstockschießen. In der Nachbarstadt, dem mittelfränkischen Velden, wird regelmäßig trainiert, zusammen mit den Sportlerinnen und Sportlern aus dem örtlichen Verein. Jo! Auch Annette aus der Schreinerei macht hier mit. Es macht einfach richtig Spaß, weil so viele dann von außerhalb noch dabei sind und man nicht immer nur mit denselben Leuten spielt. Die Paralympicmannschaft vom Münzinghof hat schon internationale Titel gewonnen. Gemeinschaft wird hier in allen Bereichen gelebt.